Direktor Wimmer, sehr verehrte gnädige Frau, den Anlass unserer kleinen Feier kennen Sie ja. Der Wiesbeck Immobilienkonzern konnte um ein beträchtliches ausgebaut werden. Der Blick in die Zukunft lässt hoffen. Und so wollen wir mit Ihnen auf unser letztes großes abgeschlossenes Projekt anstoßen. Lieber Wiesbeck, auf eine weitere gute Zusammenarbeit. So, jetzt bitteschön. Ich habe ein bisschen was hergekriegt. Hergericht. Feinkost Esther. Ja, natürlich. Ja, wunderbar, wunderbar, sehr schön. Bitte schön. Danke, danke. Ach, was ich noch fragen wollte, in Ihrem neuen Projekt, da ist doch sicher auch noch ein kleines, süßes Appartement für unsere Tochter. Hm? Aber selbstverständlich, gnädige Frau, hätte ich noch ein wunderbares Appartement mit Südbalkon oder kleinen Gartenanteil. Ja, dachten Sie an Kauf oder an Miete? Kauf natürlich. Oder was meinst du, Otto? Kauf natürlich. Naja, wenn er uns gute Konditionen macht. Ja, selbstverständlich. Ah, hi beieinander. Bitte nicht stören lassen. Bin gleich wieder weg. Florian, das ist unser Sohn. Flori, du hast mir doch versprochen, dass du bei unserer kleinen Feier dabei bist. Schon dem Papa zuliebe. Entschuldige, Mama, aber das haben wir doch schon zu Genüge ausdiskutiert. Ich mag nicht. Mir geht's da zu geschwollen zu. Entschuldigen schon, gell, aber ich hab bloß mein zweites Dress vergessen. Ja. Sie wissen ja wahrscheinlich selber, Tennis spielen bei der Hitze, da schwitzt man wie eine Sau! Sicher ganz in Ordnung, gell? Diese Kinder heutzutage. Aber ein sehr netter, aufgeweckter Bursche. Erwarten wir noch Gäste, Gerd? Nicht, dass ich wüsste. Ja, was ist denn? Nein! Jetzt ist aber auch Ruhe, gell? Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Gegen diese menschenunwürdige Beförderung erhebe ich Einspruch. Das hätte der Arschkind. Teil mit da umeinander wie ein Backel trinkende Wäsche. Jetzt sind sie aber stark, gell, gute Frau? Was bitte hat das zu bedeuten? Das kann ich dir schon sagen. Man hat mich... Also, Sie haben ja Zähnepause, gell? Seien Sie der Herr Wiesbeck? Selbstverständlich. Bei uns ist gar nichts selbstverständlich. Diese Dame, eine gewisse Paula Dirnberger, hat uns ihre Adresse angegeben. Ja, nachdem wir es aufgegriffen haben. Aufgegriffen? Oh Gott! So ein Schmarrn. Sie hat angegeben, mit Ihnen verwandt zu sein. Stimmt es? Nein. Gerd? Ja, nicht direkt. Ja, was jetzt? Mach ein bisschen Musik. Nein, keine Musik, sonst muss ich so schreien. Natürlich kennst mich doch. Du wirst ja deine liebe Schwiegermama nicht verleugnen wollen. Also, Mama! Ja, so siehst du, jetzt hast du die Stimme wieder. Du Tschapele, du hast ja immer schon ein bisschen länger gebraucht. Was hast du hier zu suchen? Nur ein Besuch, mein Lieber. Ich wünsche keine unerwarteten Besuche. Ich habe Gäste. Du störst. Ich weiß. Ich hab ja immer gestört. Ne? Aber schließlich nicht riechen können, dass das so hochgeschätzte Gesellschaft rumhockt. Also, Mama, warum hast du nicht angerufen? Ja, da wo ich herkomme, gibt's kein Telefon. Also, was ist jetzt? Bleibt's jetzt da oder sollen wir es wieder mitnehmen? Nein, zurück ins Altersheim natürlich. Entschuldigen Sie bitte vielmals diese unliebsame, peinliche Unterbrechung. Meine Mutter ist keine peinliche Unterbrechung. Ich danke dir, mein Kind. Mama, wir besuchen dich gleich am Sonntag im Altersheim, gell? Gut, da wärst du aber hart durch, meine ich. Gut, also packen wir's wieder. Auf geht's! Es gibt eine saftige Anzeige. Widerstand gegen die Staatsgewalt, das gibt ganz schön. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Mama, ja, was machst denn du? Entschuldige, das war ein reiner Reflex. Weißt du, immer wenn ich mich aufrege und wenn ich angegriffen werde, dann juckt's mich in meinem rechten Wadel, dann schlage ich aus. Sie hören noch von uns. Halt! Mein Dino ist noch draußen, rede mit. Und Sie sorgen dafür, dass dieser aufmüpfige, laufende Meter da nicht mehr frei umeinander läuft. Das ist natürlich gemeingefährlich.
Dino, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Ungeheuer? Na, die wird doch kein Dinosaurier dabei haben. Ein Schmarrn. Ein Vogelhas. Ja, das wissen wir. So, da wäre einer Vogel. Ja, das andere Klump können sie auch selber reintragen. Kollege, gehen wir. Gehen wir. Für Gott bei uns. Sehr gut. Wiederschauen. Wiederschauen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ja, hab ich denn in meinem eigenen Haus gar nichts mehr zu sagen? Ja, natürlich, freilich. Du darfst jetzt schön Grüß Gott zu mir sagen, gell? So, la. Grüß Gott, einander. Grüß Gott, grüß Gott. So, la. jetzt. Na, wie geht's euch so? Mama, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ja, der bist du. Och, nun mein arme Dinolein, na du Hungerligkeit. Man schaut hier, ganz blass wird er seinen Schnabel herum. Machst du ein Futterli, ha? Gut, liebe Schwiegermama, jetzt bist du schon mal da. Und bleib auch da. Ja, da reden wir später drüber, gell? Jetzt gehst schön dann aus und wartest schön brav. Nein, schön brav habe ich bis jetzt alles gemacht, was du gesagt hast, gell? Schön brav bin ich ins Altersheim trappt. Aber damit ist es jetzt vorbei. Wie bitte? Was? Du bist gar nicht mehr im Altenheim? Ja, wo bist denn dann? Seid's mir nicht besser, jetzt brauche ich dringend einen Schluck. Bitte schön, rutschen Sie. Nein, Dankeschön, ich hab mein Sach selber dabei. Ich meine, Alkohol ist ja für mich sonst tabu, gell? Aber bei solchen Extrembelastungen, gell? Hat mir der Korkenbeni nur zugesteckt. Korkenbeni! Jutteich eine Schreckliches. Deine Mutter, meine Schwiegermutter, ist eine Stadtstreicherin. So ein Schmarrn. Musst du aber gleich dramatisch werden. Also gewisse Herren im Bonn hatten jetzt wieder sagen, unerhört, so wird also die Pflegeversicherung verschleudert. Moment. Schau ich aus wie ein Pflegefall? Oder wie ein Verkränkte? Nein, ganz im Gegenteil. Eine recht interessante Erscheinung. So, Mama, was hast du denn angestellt und wie du ausschaust? Wie man halt ausschaut, wenn man fast 4 Wochen auf der Straße lebt. Was? Sag das noch einmal. Auf der Straße. Ich bin allergisch gegen dieses Federzeug. Und ich gegen Tierquäler. So, der Käfig kommt dann auf und ja nicht einschalten. Ma, du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo du herkommst. Jedenfalls nicht aus dem Altersheim. Da bin ich nämlich ausgerissen. Ich fass das nicht. Aus diesem sündteuren, wunderbaren Seniorenheim reißt die einfach aus. Ja, wenn es so wunderbar ist, dann geh ich halt selber nicht. Sofort gehst du wieder zurück. Ja, bin ich deppert. Schrei meine Mutter nicht so an. Und vor allen Dingen nicht vor unseren Gästen. Lassen du. Ich weiß doch, dass er gern Rumpelstilzchen spielt. Und von wegen modernes, schönes, wunderbares Altersheim. Sind lauter alte Leute drin. Ja, was soll denn da ich? Aber Mama, wir waren uns doch einig. Ja, Moment, du warst dir einig mit ihm da. Alte Leute, ha? Alte Leute. Ja, was glaubst du, was du bist? Ein Teenager vielleicht? So, jetzt frage ich euch alle miteinander da. Was ich die Paula Dirnberger in ein Altersheim? Nein! Danke. Da hocken sie ja nur den ganzen Tag rumreden, nur von lauter Krankheiten und Stricken. Ne? Ich hab mir den Laptop noch nicht gestrickt. Fangen sie in meinem Alter nicht mehr an. Ich wollte ein bisschen an Pep in die lahme Gesellschaft reinbringen, aber das war leider nicht erwünscht. Die eine Heimleiterin hat sogar mit Selbstmord gedroht. Wenn ich nur länger als 8 Tage bleibe. Na, haben wir gedacht, der Dame kann geholfen werden. Ich mach die Flatter.
Mama, ja, wie redst denn du? Klar und deutlich. Moment. Da stimmt doch was nicht. Wenn Sie ausgerissen werden, mir doch längst vom Altersheim Bescheid. Da wird sogar eine Fahndung laufen. Na, da habe ich schon vorgesagt. Ich habe mich ganz korrekt abgemeldet und verkündet, dass ich bei meiner lieben Tochter aufgenommen werde. So, und da bin ich. Aber nicht lang, gell? Deine Mutter. Ich hab das immer gewusst. Also, lieber Wiesbeck, ich will mich auch nicht einmischen, aber gell, Sie haben doch Platz. Sie haben doch ein großes Haus. Aber es geht doch nicht darum. Es geht Es geht darum, dass ich ihm nicht fein genug bin. Gell? Aber jetzt gebe ich dir einen guten Rat. Pump die Janis auf wie ein Maikäfer. Mein Langzeitgedächtnis funktioniert noch ausgezeichnet, gell? Du weißt ganz genau, aus was für ein Stall du raus bist. Mama. Das gehört wirklich nicht daher. Ja, ich weiß, wie ich auch nicht. Ich wollte ja gar nicht daher. Wir haben es so schön gehabt in meinem kleinen Eckerl unter der Isarbrücken. Auf die Nacht habe ich mit meinen neuen Freunden eine Lagerfeier gemacht, da haben wir gesungen. Ach, so romantisch, aber im Altersheim meine Würstel nicht gegessen als wir da. Ich war frei wie ein Vogel, bis mir dann die Hüter des Gesetzes aufgegriffen haben. Gottes Willen, meine Mutter unter der Brücke. Mama, du musst nie mehr von da weg, gell? Moment. Da habe ich auch noch ein Wort dazu mitreden, gell? Ich habe ja schließlich gesellschaftliche Verpflichtungen. Du immer mit deinen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Hier geht's um die Verpflichtungen, den Menschen nicht einfach abzuschieben. Jawohl, und einfach aus dem Verkehr zu ziehen. Endlich machst du mal den Schnabel auf. Du hitzt meine Frau nicht gegen mich auf, gell? Hey, du schrei meine Tochter nicht so an, sonst könnte es nämlich passieren. Ui, mir juckt schon wieder mit dem rechten Arm. Was ein Muster wieder? Boah, gut schaust du aus. Hey. Und, bleibst du jetzt da? Darüber ist noch nichts entschieden. Darüber entscheidet die Mama, wo sie bleiben will. Bravo! Danke. Herrschaft, hab ich eine Freude. Und hast das recht aufgemischt in dem Altersheim? Das darfst du mir glauben. Du, Flori, ich hab mein Handwagen mit meinem Gepäck draußen steht. Das fahren wir jetzt hinten in den Garten rein, gell? Ja, ich bin nämlich in meinem anderen Outfit absolut gesellschaftsfähig. Logisch, aber let's go! Let's go! Geh mal! So, let's go! Ja, hab ich eine Freude. Okay, Papa, jetzt freu dich halt auch ein bisschen. Ich beherrsche mich eben. Schaut's nur, wie er sich freut. Fürchterlich peinlich. Aber wieso denn, Frau Wiesbeck? Gell? Das war doch amüsant, war doch das. So? Ja. Dann können wir endlich zum gemütlichen Teil übergehen. Ja, darf ich Ihnen vielleicht ein Wein einschenken, Frau Wimmer? Gern, Frau Wiesbeck. Dankeschön. Bitte. Ja. Ja. Ja, ein wunderbarer Sommer dieses Jahr. Ja, und so heiß. Ja, darum ist er ja so wunderbar. Sag ich doch. Ja, wir erfrischen uns jeden Abend in unserem Pool. Ja, das sind Sie ja direkt zu beneiden. Na ja, mein Schatz, jetzt wo der Wiesbeck Immobilienkonzern so im Aufwind begriffen ist, wirst du vielleicht auch bald einen Pool im Garten einer etwas größeren Villa haben. Ja, wunderbar. Da haben wir dann bestimmt auch ein Zimmer für die Mama. Ja, genau. Wo eine Villa, da ein Weg. Tatsachen sind doch, man türmt doch nicht einfach aus dem Altersheim. Das ist doch Kindergartenniveau. Natürlich. Du handelst ja nur nach exakten Überlegungen. Selbstverständlich. Sonst hätte ich es nicht so weit gebracht. Ja. 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 Ja, also das Wetter haben wir jetzt schon gehabt. Über was reden wir jetzt? Flori, bleib du stehen. Den Rest trage ich selber
ja da wie die Jünger am Ölberg. So. Wahnsinn, der Herr Ring geht ja echt der Punk ab. Flori, benimm dich. Oh, Verzeihung, natürlich, ich benehme mich, empfehle mich. Kopf hoch, Oma, und lass dich ja nicht kleinkriegen, gell? Geht fast nimmer. Du, Oma, wenn ich wieder zurück bin, dann musst du alles ganz genau erzählen, Ah, na, Rima, deine Oma hat noch allerhand Tricks auf Lager. Ja, das haben wir ja gesehen, gell? Also, entschuldige, Papa, aber die Oma, die hat bei Weitem mehr Power drauf, als ihr alle miteinander. Also, servus beieinander. Der Bub hat meine Gene. Die hat er übersprungen. Liebe Mama, du bist doch sicher müde und willst dich ein bisschen ausruhen, gell? Ich müde? Von was? Das ist mir wurscht! Du gehst jetzt dann auf, gell? Und ziehst dich wenigstens um. Ja, aber dann komme ich wieder, gell? Mama, bitte, mir zuliebe. Also gut, dir zuliebe ziehe ich mich zurück, ja. Aber dann komme ich wieder. Ja, also, ich mache uns jetzt erst einmal einen schönen, starken Mokka, gell? Mokka ist stark. Musst jetzt du immer alles besser wissen. Also, lieber Wisbeck, ich will mich ja nicht einmischen, aber ich verstehe ehrlich nicht, dass sie das alles so aus der Fassung bringt. Aber ich bitte Sie, ich lade mir da Geschäftsfreunde ein und dann kommt diese Person da hereingetrampelt wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dann diese Aufmachung. Also von Trampeln kann man doch bei diesen Persönchen wirklich nicht reden. Und dann, ich finde sie herzerfrischend natürlich. So kann man das natürlich auch sagen. Wisbeck, diese Frau hat Herz und Mundwerk am rechten Fleck. Die lässt sich nicht von so zweifelhaften gesellschaftlichen Zwängen einengen. So wie mir. Hä? Beneidenswert. Aber Herr Direktor, der Vergleich hinkt doch. Wir stehen nun einmal auf einer gewissen gesellschaftlichen Ebene. Ja, na und? Diese Frau, ich meine ihre Schwiegermutter, steht dort, wo es hingehört. Ja, und das verleugnet sie nicht. Ja, dann hat sie dieser Auftritt da gar nicht schockiert. Ja, nicht im geringsten. Und ehrlich, eine solch agile Person hat in einem Altenheim wirklich nichts verloren. Ja, und dann dieser Ausbruch. Der war ja genial, war der. Und wie es dann mit den zwei Polizisten gesprungen ist. Hallo, zack, fundig war das, jawohl. Ja, und dann hat sie sich allein gar nicht hertraut, die Ärztin. Soll das jetzt vielleicht ein Vorwurf gegen mich sein? Nein. Ich bin doch bei Gott kein Unmensch. Ich habe immer nur das Beste für die Mutter meiner Frau gewollt. Ja, haben Sie aber auch Ihre Schwiegermutter gefragt, was sie für das Beste für sich selbst hält? Ja, muss ich was übersehen haben. Ja, ich bin überzeugt, lieber Herr Wiesbeck, Sie treffen für alle Beteiligten die richtige Entscheidung. Was ist der Bronco? Darf man in dem alabasterblau gekachelten Bad auch baden? Oder ist es nur zum Anschauen da? Was willst du? Baden, Blanche. Was du willst? Ja, aber selbstverständlich, dafür ist doch da, oder? Aber wenn ich es verspritze, dann kann ich für nichts dafür. Ein teures Badetuch. Mein Gott, wie rührend. Ja, das hat sie immer schon gut drauf gehabt. Sie kokettiert mit einer gewissen Hilflosigkeit. Dabei ist sie die Gerissenheit in Person. Ja, dieses Persönchen. Aha, also, Wisbeck. Also im Grund Ihres Herzens können Sie doch Ihre Schwiegermutter auch gut leiden, oder? Ja, aber ganz tief im Grunde. Entschuldigung, wenn ich nochmal störe. Auf dem Flasche, da steht Bodelotion. Gibt es einen Schaum? Nein, das gibt keinen Schaum. Da kannst du nach dem Baden deinen Body damit einreiben. Body. Ich glaub, sowas habe ich nicht. Großartig! Da ist jetzt der Mokka. Ja, also Sie haben eine reizende Mutter. Ja, das freut mich aber. Erklär doch deiner Mutter bei Gelegenheit, wozu man eine Bodylotion benutzt. Sie ist gerade im Bad.
Um Gottes Willen, sie wird's doch nicht trinken. Sie hat nämlich schon mal eine Dispersionsfarbe Sonnengelb probiert, weil sie gedacht hat, das ist ein Eierlikör. Jetzt weiß ich, was da nicht stimmt. Wo ist mein Dino? Da auf, sag ich. Liebe Mutter, du kannst meinetwegen ein paar Tage da bleiben, aber dieses fuselige Federvieh... Kommt dann auf, willst du doch sagen. Ne? So. Und jetzt gehe ich ins Wasser. Hoffentlich. Aber gib dich ja nicht falschen Hoffnungen hin, gell? Die Freit machen dir nicht. Also, lieber Wisbeck, bei 2 Frauen im Haus sind Sie meines Erachtens in Kürze den Kürzeren. Guck mal, jetzt gehen wir in den Garten raus, raucht man ein Brasil, die beruhigt ein bisschen. Schaut ja, wunderbare Zigarren. Ja, Das ist furchtbar peinlich. Ach, warum denn? Ich weiß gar nicht, wer das noch sein könnte. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitteschön. Entschuldigen, Schubracke. Entschuldigen schon, aber ich bin gewissermaßen bis ins Innerste beunruhigt. Gell? Aha, ja, das mag ja sein, aber was hat das bitte mit mir zu tun? Ja, sie hat... Ui, mein Lieber, vornehm ist da. Sehr vornehm, kann man da bloß sagen. Ja, sie hat mir da gewissermaßen... Geh hin schon mal. Da hat's mir... Herrschaft, wo hab ich jetzt die... Ja, Herrschaft, wo ist das? Ah, da ist... Die Adresse hat's mir gegeben. Wer Sie? Ja, sie halt, die Power Paula, verstehen Sie? Also ich sag ja noch was, seitdem die Paula bei uns ist, da geht's ab, mein Lieber, ja. Also diese Frau ist ja gewissermaßen ganz große Klasse, gell, wenn Sie mir folgen können. Nicht so ganz. Paula. Ja. Ja, Ihre Mutter heißt doch Paula, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, meine Mutter ist da. Sie ist da? Ja. Dem Himmel sei Dank. Ja, wissen Sie, die Sache ist nämlich so. Ich war gerade geschäftlich unterwegs, gell? Und wie ich wieder zurückkomme, war die Paula verschwunden, nicht? Das heißt, die Polizei hat sie einfach mitgenommen, gell? Ich mein, sie hat ja schon immer gesagt, dass sie gern wieder zu ihrer Tochter zurück möchte, gell? Ja. Nein, das sind wahrscheinlich Sie, gell? Hab ich gesagt, Paula, hab ich gesagt, wenn du glaubst, dass dich die wieder nimmer, dann brauchst du einen Satz neue Reifen. Ja. Diese Tür ist dir für immer verschlossen, hab ich gesagt, nicht wahr? Die sind ja froh, dass die los sind, nicht? Aber bei uns, sag ich, ja, warten Sie, da schauen Sie her. Sag ich, bei uns bist du immer willkommen und geborgen, gell? Also bleib halt da, nicht? Ja, und wer sind Sie bitte? Ich bin der Korkenbene. Ja, mich kennt ja jetzt Kind Isa rauf und ab, gell? Naja, ich verkehre leider nicht in Ihren Kreisen. Bedauere. Das ist aber schade. Da entgeht einer was, Frau Knecht. Ja, suchen Sie uns doch einmal unter der Brücken. Da hin. Wirklich eine vorzügliche Mark ist das, wirklich. Wer ist denn das? Gestatten, Korkenbene, mein werter Name. Ja, zum Donnerwetter! Was hatte der hier zu suchen? Dieser Penner! Nicht aufregen, Herr. Nicht ich bin schon praktisch wieder draußen beim Loch, gell? So, merci. Was sagt man jetzt dazu? Gibt mir der Kerl nicht einmal die Möglichkeit, dass er ihn rauswirft? Der ist ganz gewiss ein Freund Ihrer lieben Schwiegermama, gell? Also, das ist eine interessante Familie, ist das. Ja, Herr Direktor, was müssen Sie nur von uns denken? Keine Sorge, mein Bester. Mein teurer Bademantel! Wisst was? Ich geh bloß raus zu meinem Wagen und hol meine Nachmittagsgarderobe, gell? Bin gleich wieder da.
mein kleines Dinolein. Hast du gut geschlafen? So komm, jetzt kriegst du gleich was zum Futti-Futti, gell? Schau, magst du vielleicht ein Biskuitterle? Sag mal, bist du jetzt schon ganz läppisch geworden, was? Pass auf, ein Dino haut's doch vom Stangerl. Ja, hoffentlich. Ja, ich hab schon wieder mal Allergie. Du blaust das ganze Futter aus dem Käfig. Ich will dieses fuselige Federfieder nicht beim Frühstückstisch schauen. Das ist unhygienisch. Und dieser Vogel bleibt da. Du hast auch nur deine Allergie, weil es der Vogel von der Mama ist. Da wird es bloß ihr einziger wäre, ne? Türmen aus dem Altersheim. Der gnädigen Frau war das nicht angenehm. Zu viel alte Leute. Ich habe ja volles Verständnis dafür. Wenn's schon so viel Verständnis hast, dann mecker nicht rum, sondern lass dir lieber was einfallen. Ist doch deine Mutter. Lass du dir was einfallen. Mensch, Gerd, konntest du meine Mama überhaupt nicht leiden? Es geht doch nicht um ihre Person persönlich, sondern darum, wie sie hier auftaucht ist. Du willst doch nicht im Ernst behaupten, dass ihr Auftritt mit dem Polizeiaufgebot für eine Frau ihres Alters, dass das als normal zu bezeichnen ist. Mein Gott, was ist denn heutzutage schon noch normal? Ich zum Beispiel. Ja. Da kannst du auch stolz sein. Deine Mutter kann einfach nicht mit Würde alt werden. Das ist das Problem. Meine Mutter hat mehr Würde, als deine überhaupt jemals besessen hat, gell? Das war nämlich eine ganz widerwärtige, alte Beißzange. Und das war kein Wort über meine Mutter, gell? Und du nicht über meine. Herrschaftszeiten, Gerd. Du sitzt doch an der Quelle. Du hast doch alle Möglichkeiten. Kannst der Mama nicht so ein kleines Appartement verschaffen? Was? Ich soll deiner Mutter eine Wohnung finanzieren? Wie komme ich denn dazu? Außerdem habe ich keine kleinen Wohnungen mehr. Ach, und was ist da mit diesem Appartement, Südseite und Gartenanteil, was du den Wimmers versprochen hast? Die gehen weg wie die warmen Semmeln, sind alle verkauft. Jetzt bitte tu diesen Vogel da weg. Mir kitzelt schon die Nasen, wenn ich den bloß anschaue. Mein Gott, einen ganz normalen Schnupfen wirst halt kriegen. So, kann man sich jetzt auch endlich gefahrlos an den Frühstückstisch setzen? Ja, ich wollte nämlich nicht zwischen eure Wortgefechte geraten. So. Ja, wie wär's mit einem guten Morgen? Was? Ach so. Ja, freilich. Guten Morgen, Mama. Morgen. Ist Oma noch nicht auf? Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Mein Gott, sie wird's halt genießen, dass wieder mal in einem warmen, weichen Bett liegt. Kann sie meinetwegen liegen bleiben, solange sie will, im Seniorenheim. Also, Papa, mal ehrlich, die Oma, die passt genauso wenig in ein Altersheim wie ein Karpfen in die Sahara. Das nötige Alter dazu hätte sie auf jeden Fall. Ja, schon, logisch. Aber bei der Power, die Oma noch hat, ja, da funktioniert das einfach nicht. Also, ich find's Wahnsinn, was die da gebracht hat. Freilich, musst du ja sagen, du hast ja ihre Gene geerbt. Ja, Gott sei Dank. Nix für ungut, Mama. Schon recht. Auf jeden Fall bringt die Oma endlich wieder mal Power in diese Bude rein. Bin auch wahnsinnig scharf darauf, gell? Jutta, mach dich fertig, in 5 Minuten fahren wir, gell? Ich weiß. Es war auch nur eine rechtzeitige Ankündigung. Denn erfahrungsgemäß brauchst du ja 2 Stunden zu deiner Restaurierung. So. 2 Stunden zur Restaurierung, das ist ja wohl die Höhe. Mama, das musst du total easy sehen. Schau, du kennst doch einen Papa. Ja, und ob ich ihn kenn. Aber an seine dummen Sprüche habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Naja. Wenn er die nicht hätte, dann wäre er ja direkt krank. Flori, sei so gut und pass ein bisschen auf die Oma auf, gell? Also, Mama, ich glaube nicht, dass die Oma noch ein Kindermadel braucht. Na, aber sie soll sich halt nicht einsam fühlen bei uns. Einsam? Die Oma? Ja, das ist ein guter Witz. So, ich gehe mich jetzt restaurieren. So eine Frechheit. Also eine Wahnsinnsfamilie, echt. Guten Morgen, Oma. Oh, geht's ein bisschen weniger feucht, ha? Frech, gleich kriegst du noch mehr. Du, sag mir, was sind denn deine Herren Eltern? Die? Oh, die sind praktisch schon ausgeflogen. Was? Und
keiner da, der auf dich aufpasst. Was lachst du jetzt so impertinent? Weil die Mama mir gerade angeschafft hat, ich soll auf dich aufpassen. Ja, so weit kommst du. Du, sag mir, warum bist du eigentlich daheim? Wie? Semesterferien. Was? Du studierst heute noch? Ja, kann man so sagen. Ja? Was studierst denn du? Ja, das weiß ich inzwischen auch nicht mehr so genau, Oma. Aber sonst geht's dir gut. Bestens, Oma. Vor allem seitdem du wieder bei uns bist. Oh nein, du bist ja mein Bühli. Du warst ja immer schon mein Herzipoppeli. Ja, bitte nicht mehr küssen. Na, guten Morgen, Mama. Bist du schon auf? Morgen. Ich muss gleich weg, gell? Das Essen ist im Kühlschrank und passt gut aufeinander auf. Ja, ich komm ja schon. Madel, lass dich doch nicht so umeinander scheigen. Das hat dein Vater selig bei mir auch probieren wollen, aber nicht lang. Meier. Ja! Jetzt geht's los. Also, die Mama, die hat eindeutig ein Brutklammer-Syndrom. Ja, was soll denn das heißen? Ja, weil sie immer meint, wenn ich nur 5 Minuten ihrer mütterlichen Aufsicht entrinne, dann gehe ich gnadenlos in dieser rauen Welt unter und verloren. Du, das ist manchmal ganz schön nervend. Nein, du dummer Bursche. So was heißt man doch Mutterliebe. So. Ja, bist dann du auch so lange an der Mama geklebt? Wie ein Klammer. Naja, weißt du, das endgültige Loslassen, das ist schwer. Naja, ich hab's dann später schon geschafft. Nein, Oma, wenn wir dich nicht hätten. Da hätt's der andere. Ja, Bulli, jetzt haben wir so quasi eine sturmfreie Bude. Was machen wir jetzt mit zwei? Keine Ahnung, Oma. Ja, weißt du mal, eigentlich bin ich ja heute depressiv. Ja, warst schon beim Doktor? Okay, Schmarrn, depressiv, nicht gut drauf, verstehst? Naja, weißt du, die Lilo, ja, vergiss es. Aber, ein Madel. Ja, sehr scharfsinnig, Oma. Ja, eigentlich ja seit 2 Wochen meine große Liebe. Was? So lang schon? Ja. Weißt du, Oma, eigentlich surfen wir zwei ja genau auf einer Wellenlänge. Verstehst? Vollkommen. Naja, aber gestern Abend, da lasst mich die abfahren, dass ich da gestanden bin wie ein Vollidiot. Das musst du mal vorstellen. Na, ich probier's grad. Naja, auf jeden Fall ist mein Vertrauen in das weibliche Geschlecht bis auf Weiteres in seinen Grundfesten erschüttert. Ich hab die Nase gestrichen voll. Du, was, Flori? Die darf ich ganz gerne mal kennenlernen, die abfahren lässt. Gell, das ist doch eine Unverschämtheit. Frühstück weiter, ich mach schon auf. Weißt du, Oma, heute kann ich mich direkt selber watschen. Ja? Jetzt wüsste ich ganz genau, was ich hier alles ins Gesicht schleudern könnte, aber gestern Abend, da bin ich da gestanden wie ein... Vollidiot! Genau. Ja. Mein Lieber, wenn man die jetzt zwischen die Finger kann, der hat auch was verzeihen. Bulli, schluck's runter. Ein Fräulein Lilo möchte dich sprechen. Das stinkt mir nicht, die ist nicht wert. Komm, denk an deinen gerechten Zorn, sei ein Mann. Hopp. So, Fräulein Lilo, bitteschön, kommen Sie rein. Flori? Ja, da bist du. Hi. 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 Wer sind Sie da? Das ist meine... Ich hab da ein bisschen sauber gemacht. Ja, dann machen Sie das bitte schön weiterhin. Oder dann machen Sie das nicht. Ich habe nämlich mit dem Sohn des Hauses was zum Besprechen. Unter 4 Augen. Flori, jetzt mach doch endlich deinen Mund wieder zu. Entschuldigung, Fräulein, aber ich bin mit den anderen Räumlichkeiten schon fertig. Aber lassen Sie sich durch mich nicht stören. Gell? Ich bin auf einem Auge taub. So, und bitte schön, jetzt ging es auf Zeit, dass wir die Abräumer kommen. So, Della, ich bin dann gleich wieder da, gell? So, Della. Da, jetzt den Stuhl weg, da. So, ging es auf Zeiten? Ja, so. Das ist ja wohl. Bin gleich wieder da, gell? Also, Flori, ich muss dich schon bitten, dass diese unmögliche Person draußen bleibt.
Da kann man ja kein einziges intimes Wort nicht reden. So, was du nicht sagst. Intim willst du mit mir reden? Ja. Ja, und gestern Abend, da hast du mich stehen lassen wie ein Schulburm. Geh, Flori. Jetzt sei doch nicht allerweil gleich empfindlich. Ich bin nicht empfindlich, ich bin stinksauer. Mei, glaubst das? Du bist ja sowas von eifersüchtig. Direkt lieb. Ich bin nicht lieb und ich bin nicht eifersüchtig. Schau, ich hab doch mit dem Mambo bloß ein paar Wörter geredet. Ja, rein freundschaftlich. Ha, freundschaftlich sagt man da jetzt dazu. Sag einmal, für wie blöd hältst du mich eigentlich, hä? Und überhaupt, wenn einer schon Mambo heißt, hör auf, der soll in den Dschungel zurückgehen und Bananen fressen. Das passt sowieso wesentlich besser zu ihm mit seiner dauergewählten Putzfrau auf dem Kopf. So, er regt sich so auf und ist nicht eifersüchtig. Nein, aber schon gar nicht. Das ist nur gerechter Zorn, ja? Ja, weil ich mich nicht einfach abservieren lasse, wie so Sitzen's gut, Fräulein. Was? Sie schon wieder? Ja, ich hab ja gesagt, dass ich gleich wieder da bin. So, und jetzt stehen wir mal. Staunt ein bisschen, gell? Sie sind ja eine ganz impertinente Person. Gell, ja. Weißt du was, Flori? Da unterhalten wir uns halt auf Nacht weiter. Ja, wenn ich komme. Was soll das heißen? Dass er wahrscheinlich nicht kommt. Halten Sie einer raus. Was das, Bubi? Für solche Spielchen, da bist du mir noch nicht trocken genug hinter der Waschel. Moment. Alles Ratsche. Solche Spielchen, die funktionieren vielleicht bei deinem Mambo. Aber verschon mich in Zukunft bitte mit deinen Launen. Na, hätte nicht besser sagen können. Bravo. Und mit so einem Milchreisbubi hab ich meine Zeit vergeudet. Na, Gott sei Dank sind mir ja noch rechtzeitig die Augen aufgegangen. Danke, uns auch. Auf Wiedersehen. Auf mal. Nein, auf Nimmerwiedersehen. Ja, also, ja. Ich lass dich doch nicht rausschmeißen von so. Jetzt, Florian! Bist du draußen? Ich kann dir nur sagen, zu der langhaxerten Lilo, weg damit, abhacken. Ja, meine Oma. Ach, wenn das halt alles so einfach war. Lass ich nicht lachen, gell? Das ist doch für mich durch und durch eine hohle Nuss. So eine wie die, da laufen Jahrtausende rum. Weißt du, ich hab für meinen einzigen Enkel haben wir auch das Mädel vorgestellt. Weißt, liebevoll, sanft, bescheiden, unauffällig. So wie ich halt. Oma, du bist echt die heißeste Nummer, die mir in meinem ganzen Leben untergekommen ist. Und dabei bist du so alt, gell? Ja, bitte nicht mehr küssen. Naja, weißt du, Oma, ich kenn da schon noch eine. Ja, das ist ein ganz liebes Schneckerl. Ja, vielleicht kommt seit uns wieder ins Starlight. Starlight? Ist das ein Lampengeschäft? Oma, das ist mein Hausdisco. Ach so, ein Disco ist es. Ja, weißt du was? Da komme ich mit. Was? Ja, ich schau mir die Schneckerl an und dann sage ich dir, ob's zu dir passt und vor allen Dingen, ob's mir gefällt. Geh, Oma, geht's noch mit dir? Hey, das ist eine Wahnsinnsdisco. Weißt du, da lauft bloß was fetzt, verstehst du? Ja und? Da pass ich doch hin. Ist das dein Ernst? Ach komm, in solchen Herzensangelegenheiten mach ich keinen Witz. Also gut, Oma, geritzt. Morgen gehst mit. Okay, ich meine, du musst dich natürlich schon ein bisschen aufsteilen, gell? Wo muss ich hinsteigen? Schwan, ein bisschen herrichten. Ach so, herrichten, ja. Ja, und bei der schummrigen Beleuchtung, da gehst du glatt als Teenager Spätlese durch. Ja, von hinten auf alle Fälle. Ja. Nein, du lass mir. Was? Jetzt geh ich hinaus und leer mein Wagen aus, gell? Gut. Also. Ah, und ich ruf sofort den Bimbo an und sag, dass ich die Lilo abgesägt hab. Abgesägt. Ratscha. Aula! Bist du oder nicht? Mein Lieber.
Das ist schon ein irre komfortabler Schuppen. Da hat's es gut getroffen, das alte Mädel. Naja, ich vergun's ihr ja, gell? Und dir auch, die Nullein? Aber mir da ich sowas auch mal vergunnen, gell? Ja, was ist jetzt da? Paula! Ist denn keiner da? Da konnte ja jeder reinlatschen, wie es ihm einfällt. Oh, was sehe ich denn da? Die Hausbahn. Ich sag's ja, für sowas hab ich eine Nase wie ein Polizeihund. Ja, pfui Teufel. Babsils. Na, haben die was Gescheites auch, hä? Ah ja, da, das ist schon was anderes. Ein Whisky. Ha, Whisky ist kein Wasser, wenn's manchmal auch so scheint. Yeah. Der läuft runter, mein Lieber. Bei der sollten da bleiben. Was ist jetzt los, um Gottes Willen? Was tue ich denn jetzt da? Schleiche mich? Oder bleibe ich da und tue, wie wenn nichts war? Nein, ich glaube, ich druck mich lieber. Wisbeck! Hallo! Ja. Hallo, Wisbeck! Ja. Wisbeck! Na, grüß Gott. Ich glaube, wir haben uns schon mal wo gesehen. Ja, Sie hatten bereits das Vergnügen, als ich mich nach nach unserer Paula erkundigt habe, ja. Ah, ja, genau. Und was ist? Ist niemand da? Doch, ich. Ja, das Siege. Und was machen Sie da? Ich pass auf, dass nichts gestohlen wird. Nein, ich wollte der Paula dieses Angebinde da überreichen, gell? Und nachdem niemand aufgemacht hat und die Blumen ja auch Wasser brauchen, gell, bin ich durch den Garten über die Terrasse hier hereingetreten. Aha, also Sie sind mir ja einer. Ja. Bloß Vasen habe ich noch keine gefunden. Ich meine, ich kann ja nicht alle Schranktüren aufmachen, gell? Das gehört sich nicht. Okay. Nein. Also was Sie nicht so. Also ich an Ihrer Stelle auch jetzt wieder verschwinden. Ja, ich an ihr aber auch. Also Moment einmal, ich bin ja schließlich ein alter Freund des Hauses. Und ich bin ein Freund von der Paula. Und alt bin ich auch. Wissen Sie was? Auf das gießen wir uns jetzt einen hinter die Binde. Bitte sehr. Was? Nehmen Sie mal. Da passen Sie auf. So. Jetzt schauen Sie her. So. Wir wasen mit dem da. Echt schottischer Whisky. Ah, da schau her. Das ist ja am Wisbeck seine Hausmarke. Was? Dem seine auch. Also bitte. Ja. Also, Sie sind ja schon der Allerhöchste, gell? Betreten unbefugt ein fremdes Haus und bieten dann noch den Whisky vom Haus heran. Oh mei, Frechheit siegt, gell? Sonst kommst du zu nix. Und wär's bloß beschissen. Alles dann. Salute. Prost. Sie, sagen Sie mal ehrlich, kriminell ist das aber nicht, oder? Na, also so einfach kann man sich das auch nicht machen. Schließlich und endlich haben Sie da herin nichts zum Suchen. Das steht einmal fest, gell? Oha, ich suche freilich was. Ich suche die Paula. Ich kann auch nichts dafür, wenn es nicht da ist, nicht? Also Sie trauen auch alles so hin, wie Sie es gerade brauchen. Ja, natürlich. Sie doch auch, oder? Ja, da haben Sie eigentlich recht. Aber das macht ja heutzutage schon gleich jeder, gell? Eben. Prost. Prost. Sie, gestatten Sie mir doch eine Frage. Ich meine, es geht mir ja nicht so, aber Sie scheinen mir doch ein ganz intelligenter Mensch zu sein. Messerscharf beobachtet. Ja. Sie, wie kommen Sie dann in die Situation, dass Sie auf der Straße leben müssen? Oh mei, das ist eine lange Geschichte. Und dabei doch so einfach. Also im Telegrammstil. Familienvater, 2 Kinder, gut situiert. Ich meine, keine Reichtümer, gell? Aber zu einer Urlaubsreise in den Schwarzwald oder manchmal sogar am Gardasee hat's immer gereicht. Ah ja. Ja, und dann auf einmal, zack, bumm, wegrationalisiert. Also Arbeitslosigkeit, nicht wahr? Ja, und natürlich keine Chance mehr für so einen alten Dackel. Was bleibt? Resignation, Leerlauf, Verzweiflung. Ja, dann manchmal der Griff zur Flaschen. Aha. Nein, deswegen noch lang kein Alkoholiker, gell? Ja, aber dann ist Schlag auf Schlag gegangen. Kinder schämen sich ihres Vaters,
Und die Frau, von der du angenommen hast, dass sie ein ganzes Leben mit dir durch dick und dünn geht, findet plötzlich was Besseres und lässt sich scheiden, ja. Tja, sie behält natürlich die Wohnung und ich stehe auf der Straße und darf nur zahlen und finde keine Bleibe mehr. So einfach ist es. Ja, wenn das so ist. Ja, genau so ist es. Ich sage Ihnen was, der Schritt ins gesellschaftliche Abseits ist oft sehr, sehr klein, mein Lieber. Naja, aber jetzt geht's mir wieder gut. Ich habe mich mit dem Leben und meiner Situation arrangiert, wie man so schön sagt, gell? Naja, bloß die Paula fehlt mir halt. Wenn's auch bloß ein paar Wochen bei uns war. Die Paula. Also eine bemerkenswerte Person, hä? Also Prost, Herr. Prost. Ja, wie heißen Sie denn eigentlich? Okay, Namen sind Schall und Rauch. Bleiben wir beim Korkenbini. Prost, Herr Direktor. Prost. Bist ein feiner Hund. Oh, Aber du schon auch, Korkenbini. Prost. So, aber jetzt meine ich, wird's Zeit für uns, gell? Dass wir wieder verschwinden von da. Hä? Ah, da schauen Sie her. Schauen Sie her. Da waren meine Karten. Falls einmal was war. Aha, es wird nichts sein. Aber trotzdem, Dankeschön. Ja, ich habe jetzt leider keine Karten von mir da. Darf ich Sie noch zur Tür begleiten? Oh, vielen Dank, vielen Dank. Also, na, sowas muss man erlebt haben, dass man es glaubt, gell? Ja, ja. Übrigens, Korkenbeni. Aufpassen da, dass nichts gestohlen wird. Ja, deswegen bin ich ja da. Wiederschauen. Wiedersehen, Herr Direktor. So. Was sehe ich denn da? Den habe ich ja zuerst direkt übersehen. Ein Cognac und ein schöner Schwenker, mein Lieber. Das ist doch gleich ganz was anderes, als wir aus der Flasche hast gehört. So. Das ist eine Geschichte, mein Lieber. Und wie schön weich das da ist, gell? Mei, einmal möchte ich wieder auf so einem luxuriösen Gerät liegen. Warum eigentlich nicht? Ist ja keiner da. Das mache ich auch. Ich trinke jetzt noch einen. Und dann ist mir das so alles wurscht. Prost. Mehr oder weniger rausschmeißen können sie mich nicht, gell? Paula, ich danke dir. Ah. Ja. Mein Wagen einfach in die Garage rein und ich kann gar nicht. Ah! Eine Leiche. Das ist ja der Bene. Oh Gott, er hat sich entleibt. Aus lauter Sehnsucht nach mir. Und Blumen hat er auch schon in der Hand. Der denkt doch an alles. Na, was ist denn? Der lebt ja und mich so der Schrecken. Hey, du! Was ist los? Aufwachen! Ach, da bist ja, Paula. Ja, was soll ich denn sonst sein? Sag mal, bist denn du noch zu retten? Da kannst du nicht einfach in ein fremdes Haus reingehen und dich da hinlimmeln auf die kostbaren Möbel. Gut, Paula, du nicht schimpfen. Schau, ich wollte bloß die Blumen da bringen. Ach Gott, no. Ist aber lieb von dir. Du sollst dich doch nicht in solche Auslagen stürzen. Keine Anlagen. Du hast die Blumen gemopst. Ja, sozusagen unter Lebensgefahr. Weil für die tue ich alles, Paula. Paula, du fehlst mir so. Ach komm, jetzt bild dir keine Schwachheiten ein. Aber Gaudi haben wir schon gehabt. Ja, und wir. Trink mal.
Ja, bist du eine Statukasten, du damischer. Kein Problem. Kein Warte, Problem. warte. Psst. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von den Wiesbecks. Leider ist keiner da. Bitte sprechen Sie nach dem Piepston. Ich richte dann aus. Ende der Durchsage. Piep! Einfach genial, Paula. Genial, sag ich. Du, darf's auch ein Whisky sein? Echt schottischer aus Schottland? Nein. Nein? Ich mag lieber was Süßes. Ja, freilich. Was Liebliches, weißt du? Was Süßes. Da, pass auf, da hab ich sowas. Was Süßes. Und was Liebliches. Wie es halt du auch bist, gell? Jetzt treiben doch keine so Augen hin wie ein Dackel. Ich kann nicht anders, Paula. Weißt, du hast mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Ja. Mit deiner unvergleichlichen Power. Na, Prost. Prost. Benni, jetzt hör mir mal gut zu. Ja. Die Wochen, die ich mit euch unter der Brücke gelebt habe, das war für mich nur ein Abstecher, verstehst? Das ist nicht mein Leben, verstehst? War zwar manchmal nett und auch romantisch, aber das ist jetzt vorbei. Dann kommst du also nimmer. Na ja, komm, da bin ich deppert. Mann, schau, das Leben im Altersheim, das war für mich eine Station. Und das mit euch unter der Brücke, das war wieder eine andere Station. Und das hier bei meinem Schwiegersohn, das ist auch wieder Eine Station, ja. Also bei so vielen Stationen verstehe ich bloß Bahnhof. Du verstehst mich schon. Die nächste Station ist schon in Vorbereitung. Was? Ja. Jetzt pass auf, Benni. Du kommst übermorgen Nachmittag als mein persönlicher Gast zu mir. Besorg dir ein paar salonfähige Klamotten und dann erfahrst du alles Weitere. Ja. So, und jetzt Was ist denn? schwing die Hufe. Also, Paula, du schmeißt mich einfach raus. Also, weißt du, da hätte ich aber noch ein Anliegen. Ja, was denn? Dürfte ich eure sanitären Anlagen benutzen? Ja, aufs Heisel muss. Nein, nicht aufs Heisel. Nein, ich möchte, Boden möchte ich mal gern wieder. Baden? Ja, zu was? Ja, mei, weißt, ich möchte heute mal wieder in einer Badewanne sitzen mit heißem Wasser drin und viel Schaum. Mei, war das schön. Jetzt will der baden. Ja. Na, also von mir Ja. aus. Aber schicken muss ich. Lang Ja, darfst nicht nein, fragen. warum Da muss ich- genau die zweite Türe rechts, So, gell? ja. Mach mal keine Sauerei. Paula, du Engel der Ausgestoßenen. Ja, da hast du recht. Da hast du dein Deckel. So. Ach, lieber Gott, lass die zwei bloß lang nur ausbleiben. Warum muss ich immer Samariterin spielen? Paula! Ja? Wer für das Quietschhand allein immer? Sonst hast du keine Probleme. Nein? Ach, na. Ach Gott, mein armes Dinolein. Mein Gott, na. Dein böses Fraulige hat keine Zeit, das mit dir redet. Na, komm. Dauernd wärst numm und rum und rauf und runter geschoben. Aber bald kriegst du ein sonniges Platzl, gell? Das sorgt schon dein Frauli für dich. Ich sing den Badewannentango. Badewannentango. Erst das wir sind breit und wir singt. Ja, ich tu. Ja, komm, sing heute auch, depperter Vogel. Ah! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen, die kommen! Henny, sofort raus! Sie sind da! Ich bin gerade erst nein. Hey, raus! Ich sollte meine unteren Regionen noch waschen. Nichts mehr wegwaschen, in einer Sekunde bist du draußen! Ich stehe schon für den Rest meines Lebens unter der Brücke. Komm! Was machst du denn für Hektik, hä?
was ist denn los? Ja, was ist denn los? Lieber kein Richter im Bau, Sie sind da! Hau ab! Ja, nackert, ich bin ja kein Flitzer. Das ist doch mir wurscht! Ja, der Unverschämtheit einfach daher. Nein, nicht da! Halt mal durch! Pass auf! Sie kriegen Kuss! Lass uns jetzt schleichen! Zeig doch noch hier! Da! Hast du den Graffi? So, dann jetzt so das dann. Ja, dass ihr schon da seid. Ja, Gott sei Dank. Ja. Du, im Altenheim waren wir auch, gell? Ist alles erledigt. Aber meine liebe Mama, was ich da alles erfahren hab müssen. Ja, was du denn sagst, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Entschuldige, Dino. Mama, jetzt deck doch einmal den armen Dino an. Nein, sonst schwitzt er so. Ich muss sofort unter die Dusche gehen. Ja. Auf geht's. Wieso ist das? Ich find's gar nicht so heiß. Willst du lieber nicht in den Pool gehen? In was für einen Pool? Ach so, ihr habt ja keinen. Also, dann gehst du die Wimmels. Also, Mama, also ich brauche jetzt erst einmal was Kaltes zu trinken. Ja, sag einmal. Also, was bedeuten denn die ganzen Flaschen da auf dem Tisch? Mutter! Die habe ich abgeputzt, weil sie so verpappt waren. So, das schaut mir eher nach einem Saufgelage aus. Was ist das Saufgelage? Ich mit mir allein ein Saufgelage? Bitte, das machst du mir mal vor. Komisch, gell? Das ist wirklich komisch. Gottes Willen, das war jetzt beinahe schief gegangen. Aber noch ist Gefahr im Anzug. Gleich geht's los. Jutta! Einschlagen wird's auch gleich. Ich gehe lieber in Deckung. Jutta! Ja, was ist denn schon wieder? Schau dir mal diese Sauereien im Badezimmer an. Die wirst schon selber gemacht haben. Laut zu Donnerwetter, wo ist mein teures Badetuch? Wahrscheinlich da, wo du es hingelegt hast. So, und wem, frag ich dich? Hört dieser übelriechende, ausgatschte Drittling? Das Einzige, was mich noch retten könnte, wäre ein mittleres Erdbeben. Oh. In der Früh. Eine Frechheit. Ja, klingelt dort. Warst du das? Selbstverständlich war ich das. Überleg doch, bevor du dumm fragst. Ja, warum machst du da nicht auf und stehst bloß da? Ja. Sagt's mal, habt ihr Bohnen in die Ohren oder was? Hey, Entschuldige, Mama, aber wir haben den Schlüssel vergessen. Wer? Sag mal, du wagst es, deine Eltern in der Früh um 5 Uhr aus dem Bett zu klingeln. Da hätten wir vielleicht in der Garage. Wo kommst denn du her? Was denn? In der Disco waren wir. Ich kann das nicht fassen, ich kann das einfach nicht fassen. Guten Morgen, die Herrschaften. Entschuldigung, wir sind den dicken 500er, der draußen vor der Einfahrt steht, gefolgt. An heißen Reifen sind sie gefahren, die Herrschaften. Das auch noch. Jetzt hock ich sauber drin, ich hab doch... Ich bin doch gefahren. Mit meinem Wagen. Ja, genau, du bist ja gefahren, Oma, gell? Mama, du bist am besten jetzt ganz still. Nein, du. So. Ist sonst noch was? So, Sie sind also gefahren. Ja. Warum hat sie ihn dann so pressiert? Was man halt pressiert hat, ne?
halten Sie mich nicht länger auf, sonst geschieht der Unglück. Schnell! Einfach galaktisch. Naja, wenn sie halt brisiert hat. Das werden wir noch überprüfen. Habe die Ehre, die Herrschaften. Guten Morgen. Guten Morgen. So glaubst das. So, mein lieber Sohn. So, also, was hast du mir zu sagen? Was hast du mir zu sagen? Jetzt überhaupt nichts, weil ich nämlich müde bin. Ja, was habt's denn? Bloß weil wir einen Schlüssel vergessen haben. Es geht nicht darum, das weißt du ganz genau. Jawohl, das weißt du ganz genau. Geht mit seiner eigenen Großmutter in die Disco. Unfassbar! Unfassbar! Sag einmal, bist du jetzt vielleicht bei Echo, oder was? Mein Gott, nein, wenn die Oma halt unbedingt mit wollt, red ihr der Oma mal was aus, wenn die sich was einbaut. Hat er recht? Ja, deine Mutter. Warum kann die nicht wie eine ältere Frau mit In Würde... Würde alt werden, wir wissen's, Gerd. Das kann ich dir schon sagen, Papa. Weil sie sonst nicht unsere Oma war, die Power Paula. Ich gib's auf. Ich gib's auf. Ich auch. Jesus. Sagst du nicht so spießig? Ja, wie schaust du denn aus? Piep. Paula hat euch lieb. Hoffentlich hat dich niemand gesehen. Nein, da brauchst du keine Angst haben. Deine gutbürgerliche Nachbarschaft, die schlaft noch und die mich gesehen haben, die Kinder, die gruft die mit Sicherheit. Mama, glaubst du nicht, dass der Aufzug da ein bisschen unpassend ist? So passt mir doch ausgezeichnet. Außerdem war ich in einer ganz delikaten Mission unterwegs. Ja, ich habe mir aus reiner Nächstenliebe die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Gell, Flori? Ja. Ich hab die Oma nämlich ganz dringend braucht. In der Disco. Exakt. Naja, die Oma hat quasi praktische Lebenshilfe geleistet, gell? Ja, und für die Papa habe ich jetzt auch einen ganz heißen Tipp, wie du cool bleibst. Hau dich noch mal eine Stunde aufs Ohr. So nicht, mein Sohn, gell? So Doch, nicht. genau, so. Gute Nacht, Papa. Aber Flori, Ja, ist schon gut, Mama. Du auch. Gute Nacht. Flori! Ja, Bussi. Ah, und Mama, bitte lass mich ausschlafen. Es ist Samstag. Flori, also, Ich höre plötzlich so schlecht. Du, wie wenn ich meinen Kopf in einer Regentonne drin hätte. Das muss ein Gehörsturz sein. Ja, war ja kein Wunder bei dem Höllenlärm in dem Schuppen. Aber mein Gott, Flori, diese Nacht werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich habe mich wie 18 gefühlt. Ja. So jung war ich in meinem ganzen Leben immer. Ich glaube, ich muss jetzt sämtliche Knochen einzeln zusammenziehen. Flori. Flori, trag mich ins Bett. Ja, freilich. Sonst noch was. Ha, du, wer sich nächtelang in Diskotheken rumtreiben kann, der kann auch allein ins Bett gehen. Aber schön was in deiner Wahnsinnsdisco. Ich brauch dich zwar nicht noch einmal, aber trotzdem schön was. Oh, Oma, es war einfach galaktisch. Ja. Und abtanzt hast du. Da ist ja die Meilis gleich gar nicht mehr mitgekommen. Hey, hast du das gesehen? Ja, freilich habe ich gesehen, aber bevor wir jetzt lang hin und her reden, ob es mir gefallen hat, gehen wir ins Bett. Komm, Moment. Geht schon wieder. Rexa! Let's go! Gerd, kommst du? Ja. Morgen. Ein wunderschöner Tag heute, gell? So. Dann kann ja dieser ewig flatternde Pizza hinaus auf die Terrassen, gell? Luther, so geht das nicht weiter, gell? Deine Mutter muss wieder aus dem Haus. Ich ärgere mir sonst ein Kilo Gallenstein in den Bauch. Mein Gott, so schlimm wird's doch auch nicht sein. Schlimm?
Nicht nur, dass Sie diesen alten, verdreckten, ja womöglich noch verlausten Penner in unserem teuren Designerbad baden lässt. Also du tust gerade wieder die Kacheln von der Mauer kratzt hätt. Oh Gott, ich will keine fremden Leute in meinem Bad. Wo bleibt denn da die Intimsphäre? Ach, haben wir sowas überhaupt noch? Werd nicht geschmacklos, ja? Setzt sie dem Ganzen auch noch die Krone auf und geht mit ihrem eigenen Enkel in die Disco. Kann mich überhaupt nicht beruhigen. Das war allerdings ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich geb dir ganz recht. Ach so, schön, dass du mir wenigstens einmal recht gibst. Ich geb dir ganz recht, dass die Mama wieder ihren eigenen, ungestörten Lebensraum braucht. Aber sie stört doch unseren Lebensraum und das ununterbrochen. Mensch, Gerd, ich weiß doch, dass du noch so kleine Appartements frei hast. Na und? Die gehen weg wie die warmen Semmeln. So, und jetzt möchte ich mit Ruhe frühstücken, wenn du gütigst erlaubst, ja? Bitte. Was ist denn das da? Meine lieben Kinder. Ja, wahrscheinlich eine Nachricht von deiner Mutter, gell? Macht euch bitte heute bis Mittag ganz flott. Ich habe eine Überraschung für euch. Öfter mal was Neues. Champagner im Kühlschrank, kaltes Buffet wird geliefert. Ihr braucht's nur parat zu sein. Verstehst du das? Mei, wird halt ein paar Leute eingeladen haben, ja? Da! Wahrscheinlich diese Penner von der Isar, die alle so ausschauen wie der Korkenbeine. Super! Das mach ich nicht lange mit! Psst, nicht so laut. Du wächst das doch auf. Freilich, freilich. Die würdige alte Dame brauchte ihre Ruhe. Ne? Wir waren ja in der Disco. Wie konnte ich das nur vergessen? Na, Jutta, na. Was deine Mutter da in ein paar Tagen gebracht hat, das bringt ein normaler Mensch in 5 Jahren nicht fertig. Mein Gott, wenn es uns nicht selber betreffen tät, dann müssen wir direkt drüber lachen. Hä? Du kannst ja lachen, kann man es gerade noch verkneifen. Geh zu, komm. Na, siehst du. Ich hab schon gedacht, du kannst überhaupt nicht mehr lachen. Hä? So, und jetzt kriegt unser Dinolein ein Frühstückerl. Das ist wieder typisch deine Mutter, nicht? Also ein kleines gelbes Basserl Dino zu taufen, ne? Der Dino ist weg. Was, weg? Ja, weg heute. Das Tierl ist offen gestanden. Gott sei Dank. Ist er endlich weg? Dieser fuselige Pizza. Also wie kannst du sowas sagen, wo du genau weißt, wie die Mama an dem Vogel hängt, wo es doch sonst niemanden mehr hat? Mach keine Witze bitte, gell? Sie hat uns. Und das mit Haut und Haaren. Die beruhigt sich schon wieder. Weil du nicht aufpassen kannst. Aber mein Lieber, das erklärst du der Mama selber, gell? Am Pfeifendeckel fertig! Habt's mich doch alle gern miteinander, alle! Wo immer du auch jetzt hingehst, bis Mittag um 12 bist du wieder da. Oh, sag einmal, geht's noch mit euch, ha? Was ist denn das in aller Früh schon wieder für ein Geschrei? Flori, stell dir vor, der Dino ist weg. Na und? Wir sind ja nicht im Jurassic Park, oder? Flori! Wach auf! Der Oma, ihr Vogel! Was? Ach du große Scheiße. Oh, die Oma kollabiert uns. Da muss sofort der Ersatz her, ganz logisch. Das ist ja die Idee. Am besten brichst du sofort auf. Oh Mama, ich brich gleich zusammen. Ich bin ja praktisch klinisch tot. Nein, du fährst sofort mit dem Radl und kaufst einen neuen Vogel. Da hast du einen 50er, der Rest gehört dir. Ja, dann gib mir lieber gleich einen 100er. Nein, gleich nicht. Los, schick dich. Halt! Flori, doch nicht im Schlafanzug. Oh Gott, die pack's nicht, ey. Diese Hektik in aller Früh. Und Flori, fahr sofort am besten zu dem Zoo Fischer. Da geht's am schnellsten, gell? Hätte ich mich wenigstens nur duschen können. Nein, jetzt beeil dich, Marsch. Und gell, wichtig, Zitronengelb. Aber kein Wunder nach der Nacht. Nicht du, der Vogel. Oh, ich glaub's nicht, ey. Ja, wo fährt denn der Flori schon hier? Guten Morgen, Mama. Morgen. Dass du schon auf bist? Warum? Ich bin topfit. So. Mach bitte die Terrassentür auf. Ich möchte meine Morgengymnastik machen. Mama, da ist so kühl draußen, weißt du, da könntest dich erkälten. Ah, du übrigens, hast du meine schriftliche Nachricht von mir gefunden? Ja, Hammer, Mama. Magst du einen Kaffee? Ja, Schnickerl. Du, sag einmal, was für Gäste haben wir denn da zu erwarten? Ja, das siehst du halt schon. Ich habe doch von einer Überraschung geschrieben, ne? Ja, Mama. Was so viele Überraschungen wie in der letzten Zeit haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Du hattest sie nur recht aufgemandelt. Der Gerd? Ja. Das kannst du denken.
mein Gott, ja. Ich würde ja keine Sorgen und keinen Kummer bereiten. Aber was, ihr habt's damals auch über meinem Kopf hinweg entschieden. Und das ist jetzt die Rache der kleinen Frau. Ich weiß, dass ich seinen Blutdruck auf 180 bringe. Aber einen Denkzettel braucht er. Und den kriegt er halt noch von mir. Um Gottes Willen, Mama, was hast du denn vor? Keine Angst, das tut nicht weh. Nein, Madel, wenn ich dich und deine Ehe so anschaue, du warst früher so ein lebenslustiges Dingel und jetzt bist du fast so verknöchert und so korrekt wie dein Mann, so ohne Lebensfreude. Der kommt mir ja mindestens 20 Jahre älter vor als ich. So schlimm ist auch nicht, Mama. Na, der Gerd, der kann auch ganz lustig sein. So. Bei solchen Anfällen muss ich nicht dabei gewesen sein. Auf jeden Fall, seitdem ich da bin, ist er nur Grante. Und mit dir ist er auch nicht sehr nett. Doch, normalerweise schon, Mama, aber ich glaube einfach, mit deiner Power ist er ein bisschen überfordert. Ja, aber nicht mehr lang. Dann seid's unter euch und Friede gehört ein. Warum? Wo willst du hin? Du, Mama, unter die Brücken gehst du mir fein nimmer, gell? Komm, ich bin doch nicht ganz vertrottelt. Na, so schön war's da auch wieder nicht. Und was meinst du, die kalten Nächte, die haben wir vielleicht zugesetzt. Du, aber ich habe einen genialen Plan. Lass dich überraschen. Mama, ich sehe die nächste Katastrophe schon wieder auf uns zukommen. Jesus, da bist du ein Schissermann in deiner Ehe. Na, hört jetzt das an. Ja, Jesus, na, ich muss ja meinen Dino begrüßen. Der kennt ja seine Fraulein immer. Ist er draußen an der Sonne? Ja. Ja, na geh ich. Mama, ich sag ihm einen schönen Gruß, gell? Ja. Du, magst du nicht noch ein bisschen hinlegen? Ich meine, dass du fit bist heute Mittag. Oh ja, du, das kann nicht schaden. Ich muss gestern meinen Ischias-Nerv beleidigt haben, gell? Gell, schon wieder? So, bin schon wieder da. Und? Hast du einen Vogel? Logisch. Ja, wo? Ach so, den meinst du? Ja. Gottes Willen. Die Schachtel ist ja ganz zerdruckt. Hoffentlich hat der das überlebt. Ja, der ist ja nicht zitronengelb, der ist ja dottergelb. Ja, die Zitronengelben sind ja noch ausgegangen. Ja, müssen wir halt zur Oma sagen, die Luft draußen hat ihm so gut getan, dass er gleich eine gesündere, kräftigere Gesichtsfarbe gekriegt hat. So ein Schmarrn. Das glaubt uns doch die Mama nie. Ja, das ist ihr Problem. Ich hau mir jetzt jedenfalls noch mal eine Stunde aufs Ohr. Nein, das machst du nicht. Du ziehst die um. Die Oma gibt eine Party. Was? Na, sag einmal, ist denn diese Frau nie erschöpft für uns alles? So, mein kleines Vogeli, gell? Jetzt gehst du schön dann raus in den Käfig und dann kriegst du ein frisches Salatblattele, gell? Und Dino heißt du, nicht vergessen. Na, ich bin doch der gutmütigste Trottel auf Gottes Erdboden. Kaufe ich wieder einen Vogel, trotz meiner Allergie. Hat's mich schon wieder. Und eine Frechheit ist es, gell? 20 Mark! 20 Mark für dieses kleines, gelbes Batzerl. Moment, dabei ist er gar nicht gelb, sondern orange. Also wie man ihr das erklären soll, das ist mir auch noch nicht klar, gell? Naja, vielleicht geht das wissenschaftlich. Durch eine umweltbedingte Pigmentveränderung, nicht? So was soll es ja geben. Da, Jutta! Ja! Jutta! Jutta! Ja? Was ist denn das für ein Vogel da draußen im Käfig? Ach, den hat der Flori gekauft, aber es hat leider keinen Zitronengelben mehr gegeben, darum hat er einen Dottergelben genommen. Ja, der mein ist orange. Hab mir also den letzten Dottergelben der Flori weggeschnappt. Das ist auch nicht schlecht. Dann was machen wir jetzt mit dem zweiten Vogel? Na, vielleicht tust du ihn zum anderen in den Käfig. Vielleicht gründen sie eine Familie. Ach, das ist lieb, Gerd. Ich hab ja gewusst, dass du ein lieber Mensch bist, gell? Bin ich. Oh, mein kleines Vogeli, jetzt kriegst du einen schönen Kameraden, gell? Du, ich glaub, die vertragen sich schon. Ja, bloß Erklärung haben wir immer noch keine dafür, gell? Gerd, ich bitte dich, tu Krawatten hin, zieh ein Jackett an, mir zuliebe, gell? Und ich meine natürlich auch der Oma zuliebe. Warum habe ich mir damals meine Schwiegermutter nicht genau angeschaut? Ja, ich komme. Ihre persönliche Einladung hat uns sehr gefreut, liebe Frau
Frau Dirnberger. Ja, grüß dich, Frau Dirnberger. Gibt's denn was zum Feiern? Ja, und auch, bitte verzeihen Sie sich malerisch in diesem Raum. Ja. Der Champagner ist schon kalt gestellt. Oh. Ja, so eine Überraschung. Direkt der Wimmer mit Gattin. Mama, aber was hast du denn schon wieder abgestellt? Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, jetzt Herrgott, Hochzeit heute hier, steht nicht lange rum. Oh, bitte, platzieren Sie sich. Das ist ja. Hey Oma, für die da habe ich mich so in Schale geschmissen. Du, Glaub's nicht. doch, ich glaube, das ist für dich. Was? Schau noch. So, da bin ich aber neugierig. Voll drauf, Oma. Malis, komm rein. Grüß Gott, miteinander. Grüß Gott. Ja, Malis, was machst denn du da? Ja, das ist ja unsere Tochter. Was? Das hätte jetzt sie gar nicht gespannt. Die Wimmer sind deine Eltern. Ja? Ja, warum hast du mir denn das noch nie gesagt? Ja, aber du hast mich doch noch nie gefragt, Flori. Aber ich habe gleich recherchiert. Du warst ja in 100 Jahren nicht draufgekommen. Freut mich, mein Mann ist das kommen sehen. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wie immer. Hey Papa, was ist jetzt da so schwer zum Verstehen? Das ist die Malis, meine Malis. Gefällt's euch? Ja, die hat die Oma für mich, nein, also die Oma und ich für mich ausgesucht. Ja. Und zwar vergangene Nacht. Also so wie es ausschaut, liebe Gattin, sind wir bei der Partnerwahl unseres Kindes nimmer unbedingt kompetent. Sie, wenn's, da bin ich, wenn's was gegen meinen Flori hätten, dann darf ich es bei schon sagen. Aber raten tät ich ja noch nicht. Mutter! Ja, kennt ihr zwei euch denn schon länger? Ja, ja, kann man so sagen. Ja, nachdem du in Herzensangelegenheit wahrscheinlich meine Gene nicht geerbt hast, sondern ein Spätsünder bist, hab ich die Sache in die Hand genommen. Und die Überraschung ist mir doch gelungen. Ja. Die Oma, man bindet sich nicht so ruckzuck fürs Leben. Ruckzuck ist gut. Seit fast 2 Jahren kennen wir uns jetzt schon. Und wenn sie deine Oma jetzt nicht eingeschalten hätte... Ja, dann könnte ich dich heute nicht als meine Verlobte vorstellen. Was? Oma, du bist einfach galaktisch. Dankeschön, Frau Dirnberger. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Keine Ursache. Also, das ist ein Ja, also, da muss man wirklich gleich gratulieren, gell? Ach so, ja, da. Ah, herzlichen Glückwunsch, gell? Deshalb warst du alles in der Disco. Ja, was tut man nicht alles für seinen einzigen Enkel? Fürs Glück. Man bringt Opfer. So, mein Schwiegersohn. Jetzt die Gläser, der Champagner kann gereicht werden. Ja, bin jetzt ich vielleicht auch noch zu irgendwas nutz? Du bringst die Flaschen. Also, das war also deine Überraschung. Ja, unter anderem. Und wenn sich jetzt der Lauser nicht sofort verlobt hätte, dann hätte ich schon noch nachgeholt. Also so ein Lausbur ist das, gell? Moment, ich bitte um Gehör. Ich habe mir erlaubt, Sie heute noch einmal hierher zu bitten. Und zwar aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist die von mir eingeplante Verlobung von unserem Flori mit ihrer reizenden Tochter Malis. Der zweite Grund ist eine Wiedergutmachung. Ja, ich habe meinen armen Schwiegersohn damals bei meinem ersten Auftritt in Ihrem Kreis in eine furchtbare Verlegenheit gebracht und dafür möchte ich mich bei Ihnen und bei euch, liebe Kinder, entschuldigen. Naja, aber so schlimm. Naja, also wie ihr seht, ich bin keine Stadtstreicherin, sondern in meinem Outfit und Benehmen absolut gesellschaftsfähig. Oma, du bist einfach galaktisch. Also, liebe Schwiegermama, du hast eine wunderbare Rede gehalten und mich praktisch rehabilitiert. Gell? Also, aber ich würde sagen... Na, ich würde sagen, dass ich noch nicht fertig bin. Der dritte Grund meiner Einladung ist, Sie sollen alle Kenntnis haben von der Großzügigkeit meines lieben Schwiegersohnes. Wie bitte? Der Staat. Ja, in einer unwahrscheinlichen Großzügigkeit einer armen, minder bemittelten Frau, so wie ich, eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt hat.
Was? Ja, Gerd, das hast du mir ja gar nicht gesagt. Ich hab das auch gerade erst erfahren, gell? Da warst du, gell? Also, lieber Wiesbeck, das finde ich ja großartig. Sie steigen in meiner Achtung um ein ganz beträchtliches. Was mich in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja bald verwandt sind miteinander, ganz besonders freut. Und ganz abgesehen davon, brauchbar was für die Steuer, gell? Herzlichen Glückwunsch, mein Bester. Und vor allem Ihnen, liebe Frau Dirnberger, gell? Also Papa, ich muss schon sagen, du bist einsame Spitze. Apropos, liebe Eltern, liebe Oma, liebe Schwiegereltern, ja, also das Appartement, das Sie großzügigerweise Ihrer Tochter zur Verfügung gestellt haben, Ja, das ist natürlich für uns zwei schon ein bisschen arg klein. Meinst du nicht, Papa? Das war für mich und für meinen Kanari gerade das Richtige. Ja, also geht's doch schon wieder los, hä? Also gut, dann lege ich heute noch ein paar Quadratmeter dazu. Moment. Wiesbeck, wenn Ihr Sohn auch mit einzieht, dann sollen Sie doch die Hälfte. Das ist doch klar. So viel muss ja doch das Glück unserer Kinder wert sein. Alter Geschäftsfreund. Selbstverständlich. Also, ich komme da gar nicht mehr mit. Also, hab ich als Einzige wieder einen Durchblick. Ja. Also jetzt pass auf, ich übernehme das Appartement von der Mallis und meine eingelagerten Mahagoni-Möbel, die müssen aus dem Keller raus. Schatzi, jetzt briert der Mann ihr Eier. Nein, liebe Schwiegermama, das Appartement bekommst du nicht. Magst du jetzt am Ende zurückziehen? Ja, was viel Schöneres für dich. 65 Quadratmeter beste Lage mit Blick in den Park. Balkon Südwest. Da hast du von Mittag bis am Abend Sonne. Das ist dann dein Reich. Da kannst du dann mit Ruhe deinen Lebensabend verbringen, gell? Angenommen. Aber du brauchst das Wort Abend nicht so betonen. Für mich ist noch strahlend heller Tag. Ich danke dir, mein lieber Schwiegersohn. Komm in meine Arme, du darfst mich küssen. Du bist doch das raffinierteste Frauenzimmer, was mir je untergekommen ist. Ja, deswegen magst du mich ja so gern, ne? Wie habe ich das arrangiert? Entschuldigung, ich will ja nicht stören, gell? Aber da draußen sitzt ein kleiner gelber Vogel auf dem Käfig und möchte hinein in denselbigen und Cola aber nicht. Lass noch, Oma. Wir gehen ja schon, gell? Komm. Bene. No, wie hast du gemacht? Naja, ihr kennt ja meinen Kameraden der dunklen Tage. Naja, solange er nicht badet, gell? Gestatten, Frau Gnä, eine kleine Aufmerksamkeit. Das ist aber reizend. Auge und ich krieg nix. Bene, du schwächelst. Das schaut mir ja nach städtischer Anlage aus, gell? Der Schein trügt. Die sind aus ihrem Garten. Ich habe auch eine Überraschung für Ja? dich. Du kannst mich hin und wieder in meiner neuen 65 Quadratmeter großen Wohnung besuchen. Und weißt du was? Da darfst du baden nach Herzenslust, so laut du willst. Aber Sauerei muss selber wegputzen. So, und jetzt wird gefeiert. Jutta, mach bitte Musik. Wo ist denn der Flori? Flori, du sollst nicht schnäbeln, du sollst dich um unseren Dino kümmern. Ja, weißt du, Oma, also irgendwie ist das seltsam, aber ich glaube, es handelt sich um die wunderbare Vogelvermehrung. Was, 3 Kanarien? In allen Schattierungen? Ja, weißt du, liebe Mama, wir haben deinem Diener noch 2 Kollegen dazu gekauft, damit er heute nicht so einsam ist, wenn du wieder in die Disco gehst, gell? Na, das ist ja auch der Grund, warum du von mir eine größere Wohnung kriegst, für deine 3 Kanarien. Ich habe ja immer so gedacht, was für eine Seele von Mensch du bist. Gell, Jutta? Du bist einfach ein Schatz, Gerd. Ich werde dich bei Gelegenheit daran erinnern. Habt's denn nichts Flotteres da? Vielleicht einen fetzigen Isa-Dixie? Du, ja, aber gestern Nacht das Gestell hat's mir ein bisschen verbogen. Aber du, das geht schon wieder. Pass auf. Ja, eben. Wo bleibt denn deine Power, Paula? Let's go! Let's go! Was ist denn hier los? Das sehst du, wir gründen ein Rentnerballett. Na, was ist denn jetzt schon wieder?
Sie stören. Na, das ist unser Beruf. Wir haben Ihre Angaben von heute Morgen überprüft. Sie haben ja gar keinen Führerschein. Ja, dann könnt's mir wenigstens keinen wegnehmen. Let's go!